Ich bin in einer Grossfamilie aufgewachsen, im Gesamten 9 Kinder. Ja, da kann ich nicht mitheben. Wir waren zu viert. Also mein Bruder und meine Eltern. Und dann haben sich meine Eltern aber scheiden lassen, als ich 10, 11 war. Die Bedeutung der Familie früher, denke ich einfach, es war selbstverständlich. Eine Familie zu haben oder in einer Familie zu leben, war eine Selbstverständlichkeit. Was ich das Gefühl habe, ist zum Beispiel jetzt bei uns in der Generation vielleicht nicht so der Fall. Also du hast mega viele geschiedene Familien, also Eltern, die geschieden sind, Patchwork-Familien. Und ich glaube, was bei uns auch noch ist, dass wir unsere Freunde eigentlich auch noch als Familie dazu zählen. Hätte ich mir früher fast nicht vorstellen können, weil es es nicht gegeben. Früher war eine Familie ziemlich abgekapselt. Man war einfach zusammen. So schade, wie es klingt. Durch das, dass eben die Familie nicht mehr so engstirnig angeschaut wird und so ein bisschen aufgemacht worden ist. Es hat nicht mehr den Stellenwert wie früher. Dass man vielleicht nicht immer die Familie an erster Stelle setzt. Was ich jetzt schade finde, weil mir ist meine Familie enorm wichtig. Aber mittlerweile gehst du am Freitagabend lieber mit deinen Freunden an ein Konzert wie mit den Eltern die Hause essen. Ein bisschen egoistisch. Das gibt mir einfach schon zu denken. Und wenn ich jetzt das höre, ist das bei euch doch heutzutage so zerklüftet. Ja. Was ist denn mit dem Halt? Das tönt bieder. Ich weiss, es tönt bieder. Aber es war wie ein Gebot, dass man einfach zu der Familie hebt, dass man dort ein- und ausgeht, solange es überhaupt geht. Ich finde deinen Grundgedanken schön. Ich finde auch, man sollte wieder mehr Halt an der Familie selber geben, aber man sollte es gleichzeitig auch offen behalten und auf jegliche Art und Weise noch Leute dazuholen.